Grüß zurück zu Mass Effect 2. Wie versprochen geht's nun weiter, indem wir uns mit unserer Mannschaft befassen. Genau, da gibt's so einige Charaktere und sie werden nicht weniger. Warte mal ganz kurz, wir werden bei der Kelly weitermachen. Miranda, ich habe die Berichte über Horizon gelesen, Commander. Was Sie dort getan haben, war ganz erstaunlich. In dem Bericht stand, dass Ashley Williams dort war. Wie ist es gelaufen? Boah, Es war schön, Sie zu sehen. Schön, das zu hören. Wie auch immer. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. das haben wir schon gefragt. Sind Sie zufrieden hier? Hä? Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt, berauscht, verängstigt. Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen, entwickeln ihre Technologien weiter, retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Wer ein bisschen aufpasst, auch du, Nuka, wenn du ein bisschen aufpasst, wenn du dich an den ersten Teil und Saren erinnerst und den Saren auf den Unbekannten legst, dann wird dir was auffallen. Hasst Cerberus Aliens? Es klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Menschen. Aber ich liebe auch Asari, Quarianer, Turianer, Salarianer, Hanar. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Das ist eine sehr positive Einstellung. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal sehr sozial. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Gibt's da noch irgendwas? Nö. Vorerst nicht. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Arrrr. Gut, schauen wir mal zum Joker. So, Hadley, wie werden Sie denn Ihren nächsten Urlaub verbringen? Glauben Sie wirklich, wir kriegen nochmal einen Landgang? Natürlich. Shepard stellt das beste Team zusammen, das die Galaxie je gesehen hat. Wir werden ihnen in den Arsch treten. Sie haben sicher recht, Matthews. Das kannst du auch vorstellen, dass wir einen in den Arsch treten. Da wird der Arsch dreifach rotieren. Hey, Commander. Schon ziemlich verrückt, was für Leute einem hier draußen so über den Weg laufen, was? Ich meine, es war vermutlich abgekartet oder so, aber trotzdem hat es gut getan, Ash wiederzusehen. Operations Chief Williams, oder nicht? Im Prinzip soll man ehrlich sein. Wieder wurde ich daran erinnert, dass ich mehr verloren habe als Zeit. Ich kann diesen Müll nicht brauchen. Klar, verstanden, Commander. Hoppala, das war jetzt nicht gut. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Mei. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Garrus hat sich anscheinend den Stock aus dem Arsch gezogen und erschlägt jetzt andere damit.
Es klingt komisch, aber der alte Garrus hat mir besser gefallen. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Ja, das ist so im Leben, gell? Wege kommen und trennen sich wieder, gell? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Wir haben nur eine Meinungsverschiedenheit über die Personalisierung meines Arbeitsplatzes. Die Vorschriften von Cerberus sind eindeutig, Mr. Moreau. Personalisierung bedeutet nicht, dass Sie meine Kameras auf der Brücke verschmieren dürfen. Es ist nur wütend, dass das Material mit mir ausnahmslos aussieht wie aus einem Traum. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Kann man mit ihr reden? Ja, Shepard? Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Normandy bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Warum heißen Sie Edi? EDI bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quanten-Bluebox hinter der Krankenstation. Ah. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Zugriffsbeschränkte Funktionen? Zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Warte mal, überleg grad. Die EDI nimmt ja im Laufe der Zeit irgendwann einmal, ich nenne es mal, eine menschenähnliche Form an. Da müssen wir mal schauen. Zugriffsbeschränkte Funktionen? Zum Beispiel? Ah, Das weiß ich nicht. sorry. Ein Teil meiner Daten... Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Struktur? Blockiert? Wie meinen Sie das?
Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jede operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Wie viele Operationen betreibt Cerberus zurzeit? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Naja. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Sehr schön. Gleich ab zum nächsten Charakter. Wir haben ja noch ein paar. Boah, das wird noch... Uiuiuiui. Ich hoffe, du hast nur Zeit mitgebracht. Das könnte ein Dreiteiler werden. Teamstatus. Jetzt überlege ich nur gerade. Normalerweise müssten wir... Normalerweise, warte mal. Das haben wir. Ungelesene Nachrichten. Froh mich ver... Scheißen! So. John Whitson. Hey, Aria hat mir ihre Adresse gegeben. Wir haben uns im Afterlife auf Omega getroffen. Sie haben mich davon abgehalten, bei den Söldnern anzuheuern, die Archangel erledigen wollten. Mann, ich war vielleicht sauer auf sie. Ich habe mich total betrunken und erst ein paar Tage später habe ich in den Nachrichten gelesen, dass Archangel fast alle dieser Söldner erledigt hatte. Ich weiß nicht, wer sie sind und wie sie da selber lebend rausgekommen sind, aber ich möchte mich bedanken. Als ich die Verlustzahlen hörte, kam ich mir richtig dämlich vor. Ich hätte mit Sicherheit dazugehört. Ich werde versuchen, aus meinem Leben das Beste zu machen. John Whitson. Wenn du dich erinnerst, das war der 18-jährige Burm, der 18-jährige Bur, den wir zurückgehalten haben. Tully? Boah, wen haben wir denn da jetzt da? Die Miranda, Ingarus und die Kasumi. Genau, für die Kasumi müssen wir auch noch was. Das Steuerbordbeobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Aha. Ja, aber sitzt keiner auf den Toiletten. Mannschaftsquartier. Was ist denn? Der Kontakt zu New Canton ist abgerissen. Möglicherweise die Kollektoren. Ist Ihre Familie rausgekommen? Ich weiß es nicht. Es gibt noch keine Verbindung. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Sie werden schon sehen. Okay. Lebenserhaltung. Der Zugang zur Lebenserhaltung ist beschränkt. Backboard Beobachtungsdeck. Ah, da ist die Kasumi. Naja, ab und zu darf man sich einen Schnaps hinter die Binde gießen. Rose? Die rote Rose. Das war in meiner Anfangszeit meine Visitenkarte. Immer wenn ich etwas stahl, hinterließ ich am Tatort eine einzelne rote Rose. Erst als ich Keiji kennenlernte, wurde mir klar, wie albern das war. Durch ihn habe ich immer sofort gemerkt, wenn ich gerade mal wieder sentimental wurde. Das ist mein Lieblingsstück. Hat ein Wunderkind von Elysium für mich gemalt. Sie war wirklich total süß.
Sie wurde von Sklavenhändlern entführt, die sie auf Omega verkaufen wollten. Das konnte ich nicht zulassen. Ich habe mir eine ID als potenzielle Käuferin gebastelt, um eine Führung durch das Schiff der Sklavenhändler zu bekommen. Sobald ich an Bord war, habe ich das Mädchen befreit und sie runtergeschmuggelt. Sie hat das auf dem Rückflug für mich gemalt. Ich werde das Gefühl nie vergessen, ihr dabei zuzusehen. Süß. Bücher? Lachen Sie nicht. Ich mag solche Bücher. Liebesromane, Krimis, die Klassiker. Richtiges Papier in der Hand zu haben, ist etwas Besonderes. Und der Geruch. Sehr entspannt. KG hat bei unseren Aufträgen immer Bücher für mich mitgenommen. Manche davon sind wertvoller als die Sachen, die er stehlen sollte. Wir reden gleich mit ihr. Die Leute reden da draußen. Und ich höre alles. Ja. Gut. Siehst, das mit ihr brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Warte mal. Wer war denn da jetzt noch herunten? Das haben wir jetzt nicht gemerkt. Vielleicht müssen wir in der Herrentoilette. Mal wieder das Überraschungsmenü? Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss nur erst die Zierdeckchen holen. Das wäre überaus freundlich, Mr. Gardner. Commander Shepard, die Helden der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandy? Fragen Sie lieber, was ich nicht mache. Die meisten halten mich für den Schiffskoch, aber ich bin auch Techniker und Verwalter. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik, solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist und läuft. Die Toiletten putzt also derselbe, der auch das Essen kocht? Ich wasche mir dazwischen die Hände. Meistens. Das hier ist kein Luxusliner. Auf einem Cerberus-Schiff muss man schon Hand anlegen und ich fange eben auf, was durch den Rost fällt. Hey, durch den Rost fällt. Wie ist das für Sie, für Cerberus zu arbeiten? Ich bin verdammt stolz. Cerberus bewegt wirklich was. Die Allianz und der Rat haben ihre Schädel doch so tief im eigenen Arsch vergraben, dass sie nicht mal mehr ihre Scheiße sehen. Um dieses Ungeziefer von Kollektoren zu tilgen, braucht es menschlichen Einfallsreichtum. Und nur Cerberus hat das erkannt. Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles verliert, ändert sich alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Ach, herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Ist da nicht die Doktorin drinnen? Ui, die Frau Dr. Chuck war's. Mit der können wir uns später dann auch uns saufen. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Die Krankenstation.
Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. Narben heilen? Gesichtsnarben permanent heilen und alle Hinweise auf kybernetische Implantate entfernen. Wie schaust du jetzt aus? Naja, schaut ja fast wie ein Mensch aus. Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Naja. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den skylianischen Angriff. Wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander? Jo. Jetzt müssen wir mal schauen, wer ist denn da jetzt noch herunten? Ich hab ein Hirn, das ist ja ein Wahnsinn. Da waren wir schon drinnen, gell? Ja, da sitzen die zwei und dann nix. Da kann man nicht rein. Sitzt in der Damentoilette irgendwer. Hallo? Ja, keiner da. Entschuldigung. Da war das Fräulein Kazumi Kasaki. Wer ist denn da drinnen? Ah. Lebenserhaltung, Backbord, Fahrstuhl. Miranda! Du altes Gesichtsformat, du. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Mein Vater war sehr wohlhabend. Er wollte die perfekte Tochter und hat viel Geld dafür ausgegeben, mich genetisch quasi maßzuschneidern. Als ich erfuhr, dass mein Vater mehr an der Kontrolle einer Dynastie interessiert war, als am Großziehen einer Tochter, bin ich gegangen. Wie hat Ihr Vater das aufgenommen? Er war alles andere als erfreut. Mehrere seiner Sicherheitswachen wurden dabei verletzt. Er ist klug genug, mir nicht nachzustellen. Aber hier geht es nicht um mich. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander.
Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was wissen Sie über Ihre Schwester? Sie ist mein genetischer Zwilling. Wir sind identisch. Aber sie verdient ein normales Leben. Und das wird sie auch bekommen, koste es, was es wolle. Weiß die Familie Ihrer Schwester davon? Ist sie mit der Umsiedlung einverstanden? Sie wissen nichts. Sie haben mit all dem nichts zu tun. Sind völlig normal. Ich habe Cerberus informiert und sie werden eine einleuchtende Begründung für die Umsiedlung finden. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Natürlich machen wir das. Wir müssen eh alles machen, es ist ja wurscht. Wir werden noch so viel Zeit verbringen mit der Mannschaft. Ich habe das jetzt vorhin gemacht. Da. Fahrstuhl VI-Kern. Hauptgefechtsstand. Das muss da sein. Ah, das war der Koch, genau. Garus, die alte Haut. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Es gibt da etwas, bei dem ich vielleicht Ihre Hilfe brauche. Erinnern Sie sich an den Kampf auf Omega? Natürlich. Ich glaube, diesen Tag wird keiner von uns so schnell vergessen. Ich habe nicht allein gearbeitet. Ich hatte ein Team von 11 Männern. Guten Männern. Sie sind an dem Tag alle gestorben. Vor ihrer Ankunft. Alle außer einem. Ein Turianer namens Sidonis hat überlebt. Er hat uns verraten, Shepard. Er ist schuld, dass meine Männer tot sind. Wissen Sie, warum er es getan hat? Nein. Aber ich werde ihn fragen. Nachdem ich ihm eine Kugel in den Schädel gejagt habe. Er ist kurz vor dem Angriff verschwunden, aber ich habe ihn gefunden. Oder zumindest einen Weg, zu ihm zu gelangen. Es gibt da einen Experten auf der Citadel. Er heißt Fade. Sein Spezialgebiet ist es, Leute verschwinden zu lassen. Sidonis wurde mit ihm gesehen. Was ist passiert? Wie hat Sidonis Ihr Team verraten? Er hat den Söldnern einen Tipp gegeben und ihnen gesagt, wo unsere Basis liegt. Er hat mich mit einem gefälschten Job weggelockt und dann die Söldner auf mein Team gehetzt. Meine Leute waren völlig unvorbereitet. Sie haben versucht, sie zurückzudrängen. Als ich zurückkam, gab es nur noch 2 Überlebende. Sie haben nicht lange durchgehalten. Alle 10 sind tot und er ist schuld. Was haben Sie mit ihm vor, wenn Sie ihn finden? Ihr Menschen habt eine Redensart. Auge um Auge. Ein Leben für ein Leben. Er schuldet mir 10 Leben. Und die werde ich mir holen. Sind Sie sicher, dass Sie so vorgehen wollen? Ganz sicher. Ich brauche Ihre Zustimmung nicht, aber ich hätte gerne Ihre Hilfe. Wo finden wir Fade? Ich habe ein Treffen arrangiert. In einem Lagerhaus in der Nähe der Neonmärkte. Unten im Sakera-Bezirk. Danke, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Zeit opfern, mir zu helfen. Natürlich, natürlich, natürlich. So, dann haben wir noch, wir haben jetzt noch, ich glaube 3 oder 4 Charaktere haben wir jetzt noch. Ich weiß, das dauert jetzt alles ein bisschen und hin und her, aber wenn du das Spiel schon kennst, bedenke, unter den Zuschauern, die mich schon länger verfolgen, sind immer wieder welche dabei, die manche Spiele einfach nicht kennen. Genau. Oh. Wir haben jetzt noch in Krogana, die Tali, in Jack und den Said. Na, die Jack und den Said. Das wird locker ein 3 $. Drop Shuttle. Ja, das Codex auch. Das sollten wir uns auch alles einmal vornehmen. Unterdeck, Treppenhaus. Das ist da.
Technikerin Daniels? Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Hallo. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Er meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach ihrem Tod verlor Anderson an politischem Einfluss. Der Rat hat die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen. Und anscheinend tut das nur Cerberus. Wie sind Sie bei Cerberus gelandet, Ken? Sobald sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was sie gesagt hatten. Ich habe sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist noch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen. Und die Normandy repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Was halten Sie von Cerberus? Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandy und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlampt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nash und Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Weitermachen. Jawohl, Commander. Ja, das werden wir auch machen. Da ist die Tali. Ja, Vorbild +2. Na, was sagst du dazu?